So, da sind wir wieder. Servus, grüßt euch, grüß dich Kid Rap. Grüß dich. Fest schaust aus, Danke. Erst einmal Prost. Coole Ketten. Danke. Das ist eine Königskette, oder? Das ist eine Königskette, ja. Sterlingsilber. Ja, cool. Kein Modeschmuck. 25er. Ja, Hast nix verkehrt. 150 Euro. Weißt du, ich habe letztens eine Dokumentation über ein Pfandleihhaus gesehen. Ja, Und da geben echt viele Leute in eine, also vor allem also halb Jugendliche in eine Königsketten ab, aber halt aus Gold. ja, Das Gold schieben wir 8.000 Euro teilweise. na, Aber hey, 150 ist auch cool. Silber, bin mir der Silbertyp. Ja, weiß ich. Na. Hättest du Weißgold holen können. Ja, obwohl ich ein bisschen. Oder gehst du wirklich um das Edelmetall Silber per se? Nein, um die Farbe. Okay. Ja. Aber dann war möglich. Aber War nicht möchte nicht möglich. zu sehr flexen. Ja, stimmt. Immer auf dem Boden bleiben. Sind ja Leute vom Volk. Ja. Vom Da Volk. hiesige. Ja, vom Volk, fürs Volk. Uns geht es auch nicht besser wie euch. Nein, Also finanziell schon, klar. Ja, aber das muss man nicht jetzt mal erwähnen oder raus. menschlich halt ganz schlimm. Also innerlich, meine ich. Also geht es uns nicht gut. Nein, ganz und gar nicht. Deswegen versuchen wir ja nach wie vor. Die Lehrer mit ganz viel Pussys zu füllen. Pussys, Bier, drinking Beer, eaten Pussy. Ja. Und ich meine, wenn wir innerlich nicht so tot wären, Ja. hätte dann jetzt schon 400 Folgen Podcast in dem Wissen weitergemacht, Ja. dass kein Schwanz die hört. Ja, letztes Mal hat einer drunter kommentiert, Podcast-Hörer, Singular, wir sind ja nur einmal reden. Das ist so nett. Ja. Mach du doch den Podcast, du scheinst ja viel lustiger zum sein wie wir. Ja, Aber du musst mir dann noch erklären, was Singular heißt. Singular? Ja. Nein, ich habe gedacht, ich habe es falsch gesagt, deswegen. Ja. Nein, hast nicht. Du weißt, was du dann für einen Blick von mir kriegst. Was schaust du? Ja, ja, genau. Naja, es hat noch einer kommentiert, den Kommentar habe ich sehr unterhaltsam gefunden, deswegen da den gern vorlesen. Unter unsere letzte Folge. W. Sharp und noch ein paar Buchstaben. Ich bin vermutlich überhaupt nicht eure Zielgruppe. Ich habe Frau, Kind, Hund und Haus. Okay. Aber ich glaube, ich bin über 40 und habe einen Job. Okay. Ja. Okay. Der so gar nicht zu euch passt. Aber ich bin mit deutschen Hip-Hop in die 90er groß geworden und habe selber Musik gemacht. Ich finde euch spitze und ich liebe den Podcast. Was ich feiern darf, jede Sendung ein Studiogast. Anfangen darf ich mit den zwei Meudler aus dem Leberkass-Video. Da hat mich auf eine Reaction gefreut. Der Reaction hast du, wir sind nämlich hier halt am Weihnachtswünsche verteilen. Ja. Ja, das kann schwierig und langweilig werden für die meisten, weil die reden nur Englisch. Ja. Also die reden auch Ukrainisch und Tschechisch, aber Ja. mit uns nur Englisch. Und unser Englisch ist auch gar nicht so gut. Nein, Für die Leute, die Podcasts gesehen haben, in Ja. denen wir Vlogs, die ja. Videovlogs gesehen haben aus Amerika, da sieht man uns bewusst sehr selten Englisch reden. ja, Weil, also es ist nicht so, also pass auf, nach ein paar halbe denken wir, unser Englisch war okay, Ja. aber das ist es nach wie vor nicht, das ist uns nur egal, dass wir schlecht Englisch reden. aber ich muss nach wie vor sagen, die meisten Amis haben mich für einen Iren gehalten. Das ist so traurig. Ja. Ich glaube, dass die einfach so erzogen werden, dass das höflich ist, das Lernen. Weil zu mir sagen sie immer, ich komme von da und da, aber kommen Ja. nicht auf die Idee, dass ich ein Deutscher bin, obwohl ich die ganze Zeit sehr sage. Ja, also, Das ist der ja, Best. und brutal noch Sauerkraut aus dem Maul rührt. Schon, ja. In Innsbruck auf dem Christkindlmarkt was gesehen, was mich sehr verstört hat und es hat wieder erwarten relativ gut geschmeckt. Und zwar war das so eine Art Ausgezogener und da war Sauerkraut drauf. Ja gut, ist das nicht irgendwie eigentlich ist ausgezogen, das ist nichts anderes wie Langosch, gell? Ja. Ja, nein, kann ich mir gut vorstellen. ehrlich Aber gesagt. nur Sauerkraut. Ohne eine Sauce oder sonst Ja, irgendwas? also das Sauerkraut war schon nass. Aber, Feucht sehr. ja, Okay. na, mei, Ja, kann ich mir schon vorstellen, ehrlich gesagt. ja, Heute ist eine ganz besondere Folge, wir haben nämlich nichts vorbereitet. Ja. Wir haben keinen Tierfakt für euch leider, wobei irgendjemand hat auch bei den YouTube-Kommentaren einen Tierfakt. Ich weiß leider, kann ich jetzt nicht zu 100% wiedergeben, aber er hat gesagt, das war ein guter Tierfakt für den nächsten Podcast und zwar eine Krake oder irgend sowas. ja, So weit weiß ich noch. Kann ich einen Schwanz abschmeißen, also den Phallus, den Penis, den Zipfel und lasst ihn dann dem Weibchen da, damit sie sich selber damit befruchten kann. geil. Ich weiß nicht mehr, was für ein Viech das ist, aber Ja. kommentier dann bitte nochmal. Das ist ja Das praktisch. ist sau praktisch, ja. Ja. Weil für uns kann man nach die Konzerte gleich Dann weiter. lasse ich einfach Ja. sag ich mal, ein paar Schwänze da, dann sage ich hier bitte, Ja. gern geschehen. Nimmst die.
Da werden sie erst einmal hier schauen müssen, Na, wo ist wo hat er? er den hingeschmissen? Er hat ihn doch direkt da hingeschmissen. Wo ist das Ding? Da wäre das dass der Mickey Mouse so seine Detektivlupe rausholen müssen. Ja. Ja. Na, einer hat uns noch, der Quietschi hat uns noch ein Podcast-Thema geschickt, und zwar, dass irgendeine englische Pornodarstellerin sie in 14 Stunden Ja, wo hab ich gelesen. 101 Typen ficken hat lassen. Ja. Hat es auch durchgezogen, oder? Hat's Also muss durchgezogen, ja. Hast du dann weiter recherchiert? Ja, jeder Typ hat 5 Minuten Zeit gehabt, ihr zum Geben. Und Muss ich erkennen oder wann Zeit? das soweit habe ich nicht gelesen. Ne? Die muss ja so wund sein. Ja, sie hat dann nachher geheult im Interview. Aber Eine gesunde Aktion, ja, aber sie möchte Möchte weitermachen. Ja, also beim nächsten Mal möchte sie 1000 schaffen. 1000? 1000, ja. Ja gut, eigentlich ist ja das, also ganz ehrlich, ich finde, also mit hatten das Reglement dahinter interessieren, weil du kannst ja dann einfach sagen, gut, also ich meine, 101 Typen, das bedeutet dann, also ich weiß mal, eine hat das mit Blowjobs gemacht, Ja. aber die hat es zum Kämmer bringen müssen. Ah ja. Und das ist, ja, aber wenn jetzt, okay, wenn alle kämmern müssen, alle Typen, dann ist das richtig, richtig beeindruckend, weil sonst darf es jetzt sein und einfach jeder einmal reinfängt. Ja, jeder hat halt 5 Minuten gehabt und die hat halt lauter mal genau, was geht. Ja gut, aber dann, also dann kommt er sowieso. Ja, das Also war mal. Ja, das stimmt, also die Pause dazwischen schon eingerechnet. Schon, ja. Und wenn ich mir nur schüchtern vorstelle. Ja. Ja. Denn wir sind schlecht im Bett und das ist ein Licht. Das ist ein neuer Song von uns. Ja, hört euch den an, schaut das Video, schickt es alle eure Freunde. Das ist perfekt, wenn ihr jetzt mit euren Familien Weihnachten beisammen sitzt und irgend so ein Arschloch spielt wie der Jingle Bells oder irgend so ein Scheißdreck. Jingle Bells. Jingle Bells. Das war am meisten regt mich auf, dass seit null beabsichtigt war, sondern einfach so richtig schön vorbei. Ja, das Spiel der Jingle Bells. Ich glaube, das wird der Weihnachtssong Das nächstes ist Jahr. geil, Jingle Bells. Jingle Bells, Jingle Bells, boah, das Jingle ist- Bells, Rock. Der Jingle Bell ist ein Hund. Jingle, das ist sein Name. und der bellt. Und der bellt. Der Jingle Bell. Boah, das wäre gut. Und dann können wir auch ein kleines Maskottchen machen. Ja. Ich, der Michi, der Tobi und der Jingle Bell. Das ist, das wäre groß. Aber wird nicht Hitler, Goebbels und ihr Drache Kuckuck ablösen, oder? Nein, kann es gar nicht. Wieso hat sich das keiner gewünscht? Nein. Genau, was ist die Woche? Sonst eigentlich ist nichts Großartiges passiert. Gell? Haben wir nur Promo gemacht für einen Song und Ist er nicht rausgekommen, der Song? ja, da haben wir doch schon drüber geredet im letzten Podcast. Doch, da Wann ist er denn rausgekommen? sauber beidelt. Ah, scheiße, ja. Haben wir echt sauber beidelt. Ja. Stimmt, das ist schon länger. Bei YouTube ist irgendwas gestanden von vor 7 Tagen. Irgendwie schreiben die, was die wollen. Ja, das ist aber eine Woche her. Ja, stimmt. Gestern. Aber hast jetzt du wieder. Ja. Time flies. Ja, he, she, it. Ein S muss mit. Ja. Das S kann mir am Arsch lecken. Ja, das ist schon okay. Ansonsten ist heute noch Weihnachtsfeier bei uns. Deswegen sind wir auch saugut drauf. Ja, und Bin ein wieder ein bisschen Entschuldigung. aufgedreht. So. Und wir schicken uns, das wird Ja, genau. Also wir haben gesagt, es ist jetzt ist 5 vor 10 und wir wollen um Viertel nach spätestens durch sein mit dem Scheißdreck hier. Ja, weil ihr müsst wissen, dass Los Brutalos Weihnachtsfeier, die dauert mindestens 12 Stunden. Ja. Und wir frühstücken meistens schon mit Frühstück und einem Glühwein und dann Mit was? ein Mit einem Lülei. Lülei, ja. Lülei. Ja. Ja, das wäre jetzt richtig gut. Ich glaube, dass man direkt einen Rum reinschüttet, weil ich habe irgendwie keinen Bock, dass das halt so rumgefickt. Ja, schon, ja. Wir haben schon überlegt, haben wir Bockforts reingekühlt, weil warm mag ich nicht saufen. Nein, das Dann haben wir haben es wir ins Gefrierfach noch, Ja, weil die, glaube ich, im Zug, ja, ein kleiner Bremser, ja. dann kommst du mit einer ganz anderen Stimmung. Ich Ja, weiß nicht, was völlig. denn. Aber findest du auch, dass Bockfotzen, hier keine Werbung, aber Hopf-Bockfotzen, haben wir Ja. schon ein paar Mal erwähnt, Ja. neben dem Schultenbräu. Ja. Egal. Neben Weil ich dem weiß Sappi. nicht, ich habe so lange kein Schultenbräu mehr gekauft, dass ich nicht mehr weiß, was aktuell kostet, aber ich glaube 49 Die haben Cent ganz schön oder so. abgezogen. Die haben ganz schön abgezogen. Nein, wirklich Frage, also Ja. gut. Ja. Ist Bin ich nur in Dubai, Punkrock? ist das Dubai-Schultenbräu? Ja, schon, ja. Da war Pistazien reingedruckt. Ich habe Dubai-Schokolade probiert. Okay, Ist gut, sehr Schon, gut. Das ist okay. echt, der Hype ist real. okay. Ja, wirklich sehr gut. Ja. Ich habe immer noch gefunden, dass die Sau widerlich ausschaut. Ja, schaut's auch. Ja. Aber die hat halt innen wirklich Ist das, so eine ist das Pistazienfüllung. immer mit Pistazie? Ich glaube schon. Ah, okay, ich habe gedacht, da gibt es verschiedene. Nein, deswegen habe ich letztens Gott sei Dank habe ich es probiert. Also ich weiß nicht, ob es verschiedene gibt, aber Ja. ich glaube zu wissen, Ja, dass das immer mit Pistazie, also dass die Originale mit Pistazie ist. Und ich habe letztens ein Meme gesehen, da war so einfach ein Dubai-Hund und das war ein grüner Hund, deswegen schätze ich das, Okay. das Pistazien-Ding, das. ah, okay, ja. Ja.
Das habe ich aber, war ich gerade wo ganz war, Dubai. Ja, weil es so teuer ist, war ein Schuldenbräu. Ah, Da sind wir Schuldenbräu, hingegangen. genau. Bockfotzen. Was ich dich fragen wollte, findest Ja. du auch, das hat glaube ich 8%, ein ganz fairer Bock. Ab und zu ein bisschen mehr. Da. Ah, stimmt, Ja, also das schwankt, 0,5 ist ja. Und bist du. Aber nie weniger. Nein, wenig, stimmt, das hat er explizit dazu gesagt. Findest du auch, dass das einfach also das kommt an einer Stelle von meinem Hirn, schon, wo ja. anderer Alkohol nicht hinkommt. Ja. Also, Ja, das ist so eine Mischung aus. Ich glaube, das passiert auch, wenn du so ein Herrengedeck bestellst, also ein helles und ein Stamperl. Kann sein, ich ja. glaube, das Kann ist so sein. ungefähr das, wo das ansetzt. ja. Und ja, also ich muss schon sagen, so ein Bockfotzenrausch, der ist schon vor einem anderen Stern. Also Wirklich? Der macht die kaputt. Ich hab Auf eine geile Art. also nach der zweiten Bockfotzen habe ich immer so ein kleines bisschen das Gefühl, als hätte mir jemand auf den Hinterkopf geschlagen. Ja, schon, ja. Relativ stark. Ja, ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet, dass ich finde, dass verschiedene Alkohole woanders im Kopf wirken. Es gibt du hast es recht plastisch beschrieben, oder? Ja. Also recht greifbar. Ja. Erinnerst du dich noch an die How I Met Your Mother Folge? Mit was Auslöst Ja. und wo es den perfekten Alkohol suchen, der dann die zwei wieder zusammenbringt. Da habe ich echt unterhaltsam gefunden. Was hast du Jägermeister macht das jetzt wieder? Nein, Oder nein, du weißt, wenn du Jägermeister saufst, dass der Abend eigentlich Ja. dann Ich mache sehr oft trotzdem Jägermeister. kriegst du da irgendeine Fette. Ja. Naja, Jägermeister ist die Blackout-Gefahr relativ hoch, finde Ja, weil wenn es damit. Das war am Tanzhaus-Treffer, wo wir letztens gespielt haben. Haben wir da drüber geredet? ich. Nein, stimmt, wir haben einen Tanzhaustreffer gespielt. Ja. Tanzhaus-Treffer waren wir. Wir waren bei Dream. Stimmt, ja. Schon ein paar Sachen. Stimmt, der Dream hat uns eingeladen zu Ja. sich. Finale daheim. Ja. War eine geile Show. Aber schließen wir erst noch schnell das. Willst du irgendwas über Jägermeister sagen? Ja, ich habe im Tanzhaus-Treffer wollte eigentlich gerade auf Scheißhaus gehen. Ja. Und dann war so, wir waren ja voll mit Fans, ist ja klar, du kannst dich ja gar nicht frei bewegen. Und dann war ein sehr großer Typ übrigens da und eine sehr große Frau, ich weiß nicht, ob das nur von meiner Warte aus ausgeschaut hat. Und dann steht sie immer, hey, alles, er mag nicht saufen. Und dann sage ich, aha. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, er möchte fahren. Verbannung. Naja, shame. Und dann sage ich, das werden wir gleich haben, habe ich gesagt. Und dann bin ich mit ihm an die Bar gegangen und haben wir 4 Jägermeister geholt. Und dann habe ich halt 2 auch getrunken und das ist halt irgendwie 2 Jägermeister hintereinander. Wo ja an schon zu später Stunde ist es dann irgendwie. Also ich mag lieber die Jägermischgetränke als Jäger pur. Ein Jäger muss ja wirklich eiskalt sein. Muss eiskalt sein. Dann geht er, dann wirst du fast sirupmäßig. Stimmt, so kalt, also. Ja. Ich muss einmal ChatGPT fragen, was für ein Gefrierpunkt Jägermeister hat, weil du wirst das auch noch nicht geschafft haben, oder? Nein. Ich glaube, der kann fast nicht eingefrieren. Irgendwie freilich alles gleich. Gefrier. Ja, genau, wir waren beim Dream. War ein geiles Konzert, war die Olympiahalle, war ausverkauft. Krasse Stimmung von Anfang an. Finde, dass es interessant aufgebaut hat mit so Spitzbuben, Coverband, das war schon relativ witzig. Ja, Dann der DJ Michael B. aufgelegt. mein persönliches Highlight. Ja, immer, der war am Vortag schon im Tanzhaus-Treffer und hat bei uns aufgelegt, weil wir keinen Unterschied gemacht haben. Nein. Hat eine richtig Stimmung gemacht. Da waren noch 2 Überraschungsgäste da, dann beim Warm-up. Der Eggers, oder? Der Mark Eggers, genau. Und Aditoro. Aditoro und der Paolo Muck waren da und haben da eine Songs gespielt. Der Timmy hat gesagt, dass die bei uns unter Thomas Müller kommentieren. Ja, die haben ja diesen Füllkrug. Ja, aber wir haben es einfach so, die haben sich einfach gegenseitig markiert dran, da das ist nichts. Ja. Ja, allgemein für Überraschungsgäste. Mia Julia war da, der Heino war da, voll geil. Bowser war da, Der Bowie. seine Oma war da, Seine der Oma. Adler war auf der Sein Bühne. Dad, ja. Das war auch geil. War schon witzig. Ja, auch guter Musiker, kannst gar nichts sagen. Nein, Also, viel Abwechslung, der Dreamy. viel Liebe zum Detail. Ich finde es auch krass, dass er einen Stage Director gehabt, der wo die Show geplant hat. Witzig, ja. Schon. Sagen wir, wo war da was geplant? Ja. Eine sehr scharfe Tänzerin haben sie dabei gehabt. Ich habe die zumindest sehr scharf gefunden. Die, wo das Funkmodi gemacht hat, oder? Ich glaube schon, ja, die Weiß ich hat nicht. getanzt. Nein, habe ich nicht mehr im Ich Kopf. habe es nicht gescheit angeschaut. Also, ich hab nur. Ja. Vielleicht, weil alle Voll. Tänzerinnen haben immer so eine so Scheiße, eine, eine Hänger. Fälle, so eine Milchbeile.
Vor zum Statement-Video wollte ich noch den Schluss veröffentlichen. Da wäre noch nicht geschnitten. Also, ja. Das ist Wie lustig ist köstlich, es? Schon sehr lustig. Also das ist, also ich weiß nicht, ob man das lustig findet, wenn man extern ist oder wenn man nur seinen persönlichen Verfall beobachtet. Ich glaube, es finden wirklich nur mir und das Büro vielleicht noch lustig. Ja. Denke ich mal. Ja. Ja, Ja, danach noch ein bisschen Aftershow-Party, ein paar lässige Lights drauf. ja, Ich völlig. werde überrascht, der Dream war da. Dream war da. Der mag ich. Der mag Eger, sein Bruder, Michael wo ich mir B. nicht sicher bin. Von wem? Sein Vom Bruder, Dream? ja, oder sein Cousin. Waren zwei Brüder da. Und Noch ein Cousin. Bruder? Ja, noch ein Bruder, ja. Okay. Ja. Ding, Ja, der Bruder, der wo im Labelle da war, Der mit seiner Hübsche. Freundin, ja. Also ein Cousin, das war der wo uns hergewohnt hat, wo noch keiner im Backstage Das war der Ja. Cousin von mir. Ja. Okay. Ein Ding, ein Waldmeme haben wir drauf. Im Wald mit ihm haben wir getroffen, ja. War geil. Also ich liebe das, dieses Influencer-Ding, in Anführungsstrichen. Und wenn dann Leute zu dir kommen und sagen, Servus, grüß dich, kennst du mich? Ja. Sag ich, nein, das tut mir leid, kenne ich nicht. Ja. Aber als er dann gesagt hat, er ist der Waldmeme, dann habe ich gewusst, Ja. dass er Gut. der Waldmeme ist. Und seine Späßel von Stravanzer waren auch da. Ja, Christoph. Ja. Eltern von Christoph waren auch da, hier alles, Begleitung, Laura, Ding, Christina, Grüß Dings, alle waren da. Ja, alle. Foto gemacht, fahren wir da. haben sie mich wieder gefragt, hey, kriege ich ein Foto? Sag ich, leg's am Arsch. Ja, ich bin da zum Saufen. Ich wollte mal so eine Sherpa-Jacken dran. Ja, Sag ich, jetzt zahl da keinen Cent für deine Sherpa-Jacken. Nein, ich sag, er wollte es mir eh schenken. Sag ich, ja. Und jetzt sind wir am Nullpunkt. Ja. Sag ich, was kostet es euch im Einkauf? Ja. Hat er mir eine Zahl genannt? Ja. Kann ich jetzt hier nicht sagen, weil Ja, sonst klar. wisst ihr, wie brutal die euch beilen. Und frage ich, was kostet im Endverbrauch? Und dann sagt er 130 Euro. Und dann sage ich, hier, gell, siehst du den Radl fahren? kotzt ja gar nicht mehr, weil er schon da ist. Ja, das wird die andere Seite. Naja, wurscht. Naja, Muss mal ist so. reden, ja. ja. Ja, dann noch ein paar halbe zischt. Ja, man muss ja auch dazu sagen, wir sind ja schon wieder mit gut Vorsprung zu dieser Show Ja, gekommen. klar. Ja. Wir sind im Zug hergefahren. Ja. Da war es halt blöd, weil ich sage ja eigentlich, dass ich im Zug noch eine halbe trinken will. Ja. Und dann hat halt der Kid Rap 2 halbe dabei gehabt und ich 2 halbe. Hat er mal gesagt, wir schnell Tom, dass er die halbe ins Grüfach haben sie. Ah ja. Ah, jetzt kommt der. Servus Tom. Magst du schnell in den Keller gehen und zwei Bockfotzen für alle? Wir Ins sind Grüfach 1, 2, da. 3, 5, wir 5 sind Leute. 5 Bockfotzen. Merci. Einfach. Kuss auf die Nuss. Das ist ein Spruch von mir. Ja, das ist Kuss auf cool. die Der, Nuss. das ist echt Ja. fetzig. Richtig jung, wenn du das sagst, Ja. wirkst du. Da sagst du Ja. nochmal für mich. So, Kuss auf die Nuss. cool, Alter. Ja. Jingle Bell. Das war doch ein geiler. Ja. Das wird nächstes Jahr der Weihnachtsbulle, Jingle Bell. Ja, nein, beim nächsten bringen wir nochmal dieselben raus, noch mit Lidl. Stimmt, ja. Und dann nochmal, ja, weil die, wo wir jetzt das Größending gehabt haben, haben wir nicht verkauft. Also wir haben jetzt ein paar übrig noch. Ja, machen wir halt noch einen kleinen. Ja, Muss ja nicht rechtzeitig kommen. Kannst du an Silvester auch noch tragen. Fälle. Gute Ja. Zeug. Dann machen wir schnell das Entweder oder? Gern. Hast du das da, oder wie? Ja, Sabrina hat es mir Also, per WhatsApp geschickt. Würdest du lieber immer ja. richtig stinkende Eier haben oder immer richtig stinkende Achseln? Okay. Ja, Lieber. Achso, schwierig, ja. Also im Alltag, sage ich mal, gut, mein Alltag sind ja Bitches. Ja, Deswegen ist beides natürlich ein Nachteil. Aber Ja. Also für euch war es natürlich schlimmer, wenn die Achseln immer stinken, Ja. weil das ist ja das, was andere Leute immer Ja. mitkriegen. Für uns wiederum. Aber für Das ist alle im beides sehr Saunaclub. viel Gebrauch. ja. Ich weiß nicht, das ist eigentlich nicht, stinkmäßig bin ich sehr empfindlich. Na, das ja. bedeutet, ich dort beides unendlich hassen. Ja, Ähm, aber der Hoden ist halt doch ein bisschen verpackelt noch. Der ist verpackelt, also ich weiß halt nicht. Gut, vor allem ist die Frage, wenn es zur Fickerei kommt, also Ja. vor der Fickerei, Ja. wie du sagst, das tut mir total leid. Das Aber geht meine gar Eier, nicht. die Meine Eier stinken. stinken. Ja. Scheiße, das ist, Ja, ich das weiß nicht, ist- was ich machen soll. Ja. Das sind so 2000-jährige Eier. Aber machen wir einfach eine Challenge draus. Ja, stimmt. Du musst versuchen, nicht zu kotzen. Ja. Und los. Ja. Und dann kotzt sie ja mit, weil es so Ja, eklig schon, ist, ja. weil sie selber wieder. Nein, da trotzdem musst du fast die Eier Du nehmen. musst die Eier nehmen. Da die auch machen, ja. Lieber nur noch nackt rumlaufen oder mit einer Hand in der Hose am Schwanz.
Oder immer mit einer Hand in der Hose am Schwanz. Oder immer nackert. Ja, man müsste fast mit Die der Hand in der Hose. ja. Also, ich mein, Klar wirkst du zwar wie Weirdo, aber gut. so ist so mein Ding, Alter. Ja, Ja, ich hab mich entscheiden müssen, Bro. Ja, ob ich jetzt immer nackert Ja. rumläuft. Aber so kann ich halt auch. Ist halt auch, also was man nicht ganz vergessen darf, ist, ich verliere halt eine Hand. Ja, aber immer nackert ist ja blöd. Weil da wärst du ja oft wahrscheinlich rausgeschmissen. Klar, wenn du immer eine Hand in der Hosen hast, machst du das wahrscheinlich auch nicht allzu beliebt. Hand in der Hosen halt. Ja. Ja, aber blöd. ja. Findest du, Sabrina hat jetzt hier gerade nebenan geduscht und ich finde, es riecht nach Fensterreiniger. Ja, schon, ja. Aber gut, brauchst wahrscheinlich auch was Schärfes. Ja. Naja, Lieber immer barfuß oder immer mit Schuhe? immer mit Schuhe. Ja. Ich finde die Leute so widerlich, die aber barfuß sind. Das widert mich so. Ja, also ich überlege mal Winter, Ja. Alter. Oder Isar, Ja, da im schon, Kies, ja. die stehen wie Sau, die Sterne. Ja. Und so oft schwimme ich nicht, dass ich sage. Nein, ich Und kann es mit gibt Schuhen ja- schwimmen. Und was du nicht bedacht hast, Sabrina, ist, dass Schuhe sehr weitläufig ist. Es gibt ja, die Zehenschuhe. Ja, Können schon. wir die Barfußschuhe. High Heels. High Heels, ja. Das, ja. Kann man richtig. Vor allem überlege mal, wenn wir jetzt so die 2 cm Absatz, die meine Schuhe haben, auch noch feiern. Ja, Stellst dann das vor oder entfähig? ja. Entschuldigung. Weihnachten lieber mit Vox Club oder. Himmel, was ist denn jetzt da Ja, schon wieder los? schon wieder Vox Club oder Drew Barrymore. Lieber mit Vox Club. Ja, auch mit Wachsclub, weil die viel relevanter sind. Ja, Das sind zwar Hurensöhne, aber. Also weiß ich nicht, in der Musik ist ein Hurensohn. ja. Aber denen kann man zumindest sie über Erfolg unterhalten. Ja, schon, das stimmt, ja. Ja. Das war's, sind noch 4. Super, dann erfüllen wir noch aber Weihnachtswünsche und dann müssen wir langsam Genau. Glühwein saufen. Jägermeister gefriert übrigens bei minus 18 bis minus 22 Grad. Wie gesagt, Du musst herbringen. Dann schau ich mal. So. Oh, I did it my cover, my way cover von Ich trinke jetzt mein Bier. Finde ich gut. ja, das können wir jetzt ja nicht erfüllen. Also wir können jetzt allgemein nichts erfüllen. Doch, klar. Was denn? Konzerttickets zum Beispiel. Ja, aber die kann ich ja nicht jetzt geben. Nein, nicht, aber das ist etwas, was man sagen kann. Also der Jetzi Sepp, du kriegst 2 Gästelisteplätze auf ein Konzert deiner Wahl, Ist der hübsch? außer Backstage und Go to Go. Aber in alle Festzeiten kannst du Bescheid sagen. Okay, dann schenke ich der Sissi ST99. Sie will nämlich einen fetzen Rausch in der Fotzen. Ja, Wenn es rechtzeitig Bescheid gibt vom nächsten Auftritt, zum Beispiel Backstage, ja. dann sagen wir dafür, dass du einen fetzen Rausch in der Fotzen kriegst. Du kriegst eine Flasche, Ja, irgendwas Hochprozentiges. okay. Was haben wir da? Der P. Seiler 08, wo ein T-Shirt. Kriegst du ein T-Shirt mit Autogramme von uns? So machen wir's. machen wir's. Das klingt fair. Schreibt uns einfach alle, bitte, die wo wir hier erwähnen, auf Instagram und schickt uns eure Adressen. Sagt Bescheid. Wie war's mit Weiß-Blau-Bitchen-Rap, oh du fette Weihnachtsgans? Amy, RG Bix, wo ich meine Kutten haben. Das Kutten geht von leider Tobi, das nicht. ist ja überhaupt gar kein Problem. Ja. Der Lukas Darts möchte eine halbe haben. Dann Okay. schickt mir da 2 Sappe. Okay. Einer wünscht sich AIDS. Du musst jetzt entscheiden, von wem. Ja, ist super jetzt oder Wir haben ihn jetzt schon verschenkt. 4, 5, machen wir noch eins. Einen noch, ja. Ein Autogramm von Eng. Oh, einen frittierten Kürbis. Ein Deep Throat. Sextape von uns 2. Dickpick. Fragt einfach irgendwann von den anderen Mädels, die uns folgen. Die haben schon genug. Ja. Wenn du eine Bavaria-Shirt willst, dann soll es vielleicht eine Bavaria schreiben und nicht uns. Ja, warum? Tanja will auf jeden Fall schon mal keinen Sex, das ist sicher. Weil wir schlecht im nach Bett der sind. Beichte hat es Ja. gestimmt dann. Okay. Die da ja Ausnahme machen. Hat's verrückt, ey. Ja. Das nochmal im Treffer spielt. Ein romantisches Date zu 10 Tragler auf entspanntem Bauwagen vernichten. Auch schön. Brutaler Umsuff. Ja, jetzt dauert es irgendwie.
Da wo ich noch immer ein T-Shirt. Nein. Ja, das andere ist was wir leider jetzt nicht erfüllen können, aber da hat brutal viele lustige Sachen. Der Maxi Bittel, wo ich wieder eine Einladung zu so einem geilen Musikvideo drehe. Ja, Das machen wir. alles klar. So, Schreibt alle, die jetzt erwähnt worden sind, schreibt uns bitte, dann können wir das notieren, weil dann müssen wir uns den Podcast nicht nochmal anhören. ja, Also wer uns nicht schreibt, uns nicht antwortet auf diesen Podcast, kriegt auch nichts. ja, So, gut, passt für mich. Jetzt Ja. gibt es eine schöne Brotzeit und ein Lülei. ja, Und dann sehen wir uns wahrscheinlich erst einmal 2 Wochen nicht mehr im Podcast, weil ich Urlaub habe. Aber vielleicht schon, schauen wir mal. ja. Gell? Dann hat die letzten Worte wie immer der wunderbare Harry Harry. Ciao.